Elsa? Charlie ist sich plötzlich doof vorgekommen. Hat sie etwas Falsches gesagt? Was ist denn mit der los? Ich wollte sie doch nur trösten. Guten Morgen. Nehmt bitte alle ein Blatt vor, schreibt den Namen drauf und ausser dem Blatt und dem Stift will ich nichts mehr auf dem Pult sehen. Als Charlie die Frau Fuchs gehört und sie gesehen hat, ist es ihr ein kalter Rücken abgelaufen. Sie hat den Wörtli-Test auf heute völlig vergessen. Der Clara ihre Abwäschaktion und der Elsa ihr blaues Auge waren viel zu aufregend. Kein einziges Wörtli hat sie angeschaut. Und das ausgerechnet bei der Fuchs. Boys and Girls, let's start. Die Englischlehrerin Fuchs hat der härteste Wörtli-Test diktiert, den Charlie je erlebt hat. In einem Höllentempo sind ihr die Wörter um die Ohren geflogen, ohne dass sie nur ein bisschen Zeit hatte, zum Überlegen. Hey Urs, lass mich mal abschauen. Der Urs ist im Englisch zum Glück ziemlich top. Hey Urs! Aber jetzt hat er einfach so da, als ob er Charlie nicht hören würde. Dafür ist die Fuchs umso hellhöriger geworden. Ruhe dort hinten. Charlie, rutsch mal ein bisschen auf deine Seite. Musst ja am Urs nicht gerade auf der Schoss sitzen, oder? Charlie schwitzt und der Urs genießt so richtig, ihr auch nicht ein bisschen zu helfen. Der Charlie sind Sekunden wie Minuten vorgekommen. Endlich, der Test war fertig. Und Mrs. Fall? Ist doch ganz einfach, oder? Spottet der Urs und verlässt das Schulzimmer. Charlie war hässig, ist ihm hinten nachgerannt und hat ihn auf hohe Buben-WC eingeholt und zur Rede gestellt. Hey Urs, du hast mich im Stich gelassen. Hättest du mir wirklich helfen können? Aber das bekommst du zurück, das verspreche ich dir. Die Rechnung ist noch offen zwischen uns. Charlie war ausser sich vor Wut, hat der Urs am Kragen gepackt und ihn so richtig durchgeschüttelt. Da hebt auf einmal jemand ihre Hand fest. Es ist der Musiklehrer und der befiehlt, die beiden sollen auf der Stelle zum Direktor. Der Urs hockt jetzt schon eine halbe Ewigkeit beim Direktor und Charlie kätscht im Vorzimmer an ihren Fingernägeln um. Am heutigen Dienstag läuft einfach alles falsch. Zuerst der Englischtest, dann der Urs und jetzt noch der Rektor. Der Urs erzählt sicher, dass sie abschauen wollte. Dann lesen sie sicher ihren Test, wo sowieso nichts Richtiges drauf ist. Und vermutlich muss sie wegen dem allem noch nachsitzen. Der Charlie ist es ganz trümmelig geworden.